Der scheinbar unaufhaltsame Aufstieg des Biff Tannen zum Herrn der Welt konnte gerade noch einmal gestoppt werden. Nun kehrt Marty McFly in die Welt des Jahres 1955 zurück. Er trifft Doc Emmett Brown vor dem Rathaus von Hill Valley. Ah! Hey, Doc, kriegen Sie sich wieder ein. Ich bin's, Doc. Ich bin's, Marty. Nein, das ist unmöglich. Ich habe dich gerade eben in die Zukunft zurückgeschickt. Ja, ich weiß, Sie haben mich in die Zukunft geschickt, aber ich bin nach vielen Abenteuern wieder da. Ich bin zurück aus der Zukunft. Großer Gott. Kommen Sie zur Seite, Doc. Es ist besser, wir verschwinden von hier. Wir gehen auf den Friedhof. Dort können wir in Ruhe miteinander reden. Ja, gut. Das Zeitreise-Experiment der letzten Nacht war offenbar ein voller Erfolg. Der Blitz schlug wie vorhergesagt präzise um 22:04 Uhr in die Rathausuhr ein. Die Zeitmaschine verschwand und hinterließ eine zweispurige Flammenlinie. Beruhigen Sie sich doch, Doc. Beruhigen Sie sich. Du kannst es nicht sein. Du bist in der Zukunft. Ich bin hier, Doc. Ich kam wieder zurück ins Jahr 1955. Und zwar mit Ihnen, mit Ihrem anderen Ich. Mit dem Doc aus dem Jahr 1985. Wir mussten den Almanach von Biff zurückholen. Ach. Aber als ich den Almanach hatte, saßen Sie, der Doc aus 1985 im DeLorean, wurden vom Blitz getroffen und versehentlich nach 1885 zurückgeschickt. 1885? Interessant. Aber es gibt da eine klitzekleine Sache. Wenn mein Ich aus der Zukunft jetzt in der Vergangenheit ist, woher willst du darüber Bescheid wissen? Hier, Sie haben mir einen Brief geschickt. Ach. Lieber Marty, wenn meine Berechnungen stimmen, erreicht dich dieser Brief unmittelbar, nachdem der DeLorean vom Blitz getroffen wurde. Der DeLorean funktioniert nicht mehr. Die Zeitleitung ist beschädigt. Mein Gegenstück im Jahr 1955 wird keine Probleme mit der Reparatur haben, damit du, Marty, zurück in die Zukunft fahren kannst. Bist du im Jahr 1985 angekommen, zerstöre die Zeitmaschine. Hole mich nicht ab, ich lebe hier glücklich und zufrieden im Jahr 1885. Dann sitze ich im Jahr 1885 fest? Der DeLorean ist in der stillgelegten Delgado-Mine versteckt, die neben dem Friedhof liegt. In der Delgado-Mine habe ich also die Zeitmaschine versteckt. Also hier ganz in der Nähe. Komm, wir öffnen den Stollen. Ich will sehen, ob sie noch da ist, nach 100 Jahren. Warten Sie mal, Doc. Komm schon, oder brauchst du eine extra Einladung? Gucken Sie sich das an. Ein Grabstein mit dem Namen Doc Emmett Brown. Großer Gott, das bin ich? Gestorben am 7. September 1885. Eine Woche, nachdem Sie den Brief an mich geschrieben haben. Erschossen von Mad Dog Tannen. Auf dem Grabstein steht, im ewigen Gedenken von seiner geliebten Clara. Wer zum Teufel ist Clara? Marty, bitte geh von meinem Grab runter. Oh, richtig. Entschuldigen Sie. Ich werde im Jahre 1885 erschossen, während ich noch glaube, dort glücklich und zufrieden zu sein. Von Mad Dog Tannen. Das muss ein Vorfahr von Biff Tannen sein. Sobald Sie die Zeitleitung repariert und neue Reifen auf den DeLorean aufgezogen haben, fahre ich zurück nach 1885 und hole Sie dort weg. Ich bin dabei. Nein, das geht nicht. Ich muss alles alleine machen. Sonst gäbe es Sie zweimal im Jahr 1885. Ein heilloses Durcheinander wäre die Folge. Ja, du hast recht. Du musst es allein machen. Doc Brown repariert die Zeitmaschine und schon bald geht es los. In einem Autokino soll Marty starten, vor einem riesigen Plakat mit einer Zigarettenreklame. Auf ihr sind Indianer zu sehen, die in breiter Front auf ihren Pferden angreifen. Marty startet. Der DeLorean rast auf das Plakat zu und durchbricht es. Und dort, wo der wilde Westen am wildesten ist, erscheint sein Zeitreiseauto. Er hat 5 Tage Zeit, die Ermordung von Doc Brown zu verhindern. Ich muss mich in die Höhle retten. Das war knapp. Und was? Ach herrje! Die Kavallerie!
Zeitleitung ist kaputt. Ah! Mein Bär! Mehr konnte kaum schiefgehen. Ein Indianerpfeil hat die Benzinleitung des DeLorean getroffen. Das Benzin läuft aus. Damit nicht genug. Ein Bär vertreibt Marty aus der sicheren Höhle. Er flüchtet und landet, leicht verschrammt, auf der Farm seines Urgroßvaters. Mom? Mom, bist du das? Seien Sie ganz unbesorgt. Sie haben jetzt seit fast 6 Stunden geschlafen. Oh, was für ein Horrortrip. Ich träumte, ich wäre in einem Western. Und jede Menge Indianer verfolgten mich. Lauter Indianer. Dein Bär. Sie sind jetzt gesund und munter auf der McFly Farm. McFly Farm? Was? Ja, nur ruhig. Ich bin Mrs. McFly. Dann bist du meine... Wer sind Sie? Mein Name ist Maggie McFly. Maggie? Ja, und wie war Ihr werter Name? Oh, der ist auch Eastwood. Clint Eastwood. Ah, Sie haben eine Kopfverletzung, Mr. Eastwood. Ist aber nichts Ernstes. Seien Sie froh, dass Seamus Sie gefunden hat. Seamus? Mein Gemahl. Oh, entschuldigen Sie mich bitte, Mr. Eastwood. Ich muss mich jetzt um William kümmern. William? Unser Sohn. Ja, du bist ja so brav, William. Alles wieder gut. Das ist William? Ja, William Sean McFly. Er ist der erste unserer Familie, der in Amerika geboren wurde. Er scheint Sie gern zu haben, Mr. Eastwood. Oh, Seamus. Mr. Eastwood, mein Gemahl. Ich stecke meine Nase nicht in fremde Angelegenheiten, Mr. Eastwood, aber wie kommt es, dass Sie so weit hier draußen ohne Pferd, ohne Stiefel und ohne Hut sind? Ach, wissen Sie, mein Pferd hat den Geist aufgegeben und der Bär fraß meine Stiefel und, tja, da habe ich wohl meinen Hut verloren. Wie kann man nur seinen Hut verlieren? Bevor Sie ohnmächtig wurden, haben Sie mir von dem Freund erzählt, den Sie suchen wollen. Dan Hufschmied. Ja, Emmett Brown. Genau. Morgen früh bringe ich Sie bis zu den Eisenbahngeleisen. Da brauchen Sie dann nur noch geradeaus in die Siedlung zu laufen. Da finden Sie ihn. Ich werde Ihnen sogar einen Hut spendieren. Hey, das ist ja klasse, danke. Sie können im Stall schlafen. Da werden Sie sich wohlfühlen. Die Schweine haben sich jedenfalls noch nie beklagt. Okay. Seamus, ich muss dich kurz sprechen. Würden Sie bitte William mal kurz nehmen? Gern. So. Danke. Sieh nur, Seamus, wie William ihn anhimmelt. Er hat Fremde noch nie gemocht. So, William, du bist also mein Urgroßvater. Der erste McFly, der in Amerika geboren wurde. Hey! Urgroßvater! Du hast mich voll gepieselt. Am nächsten Morgen ist Marty in der Siedlung. Er betritt den Saloon, um hier nach dem Hufschmied Emmett Brown zu fragen. Seht mal, wer dort durch die Tür geschneit kommt. Ich wusste gar nicht, dass ein Zirkus in der Stadt ist. Das Hemd muss einem toten Schlitzauge abgekratzt haben. Was darf's denn sein, Fremder? Tja, ich nehme ein Eiswasser. Eiswasser, habt ihr das gehört? Eiswasser. Wasser? Wenn du Wasser willst, häng deinen Schädel lieber in die Pferdetränke da draußen. Hier drinnen schenken wir Whisky aus.
Ach so, entschuldigen Sie bitte, Was ist? Tja, eigentlich suche ich nur den Hufschmied. Hey, Leute, da kommt Bufford. Guter Laden hier. Was denn los, hey? Mal ein bisschen Bewegung reinbringen. Ja. Hör auf zu zittern. Fahr den Whisky auf, los, Keeper. McFly, hatte ich dir nicht gesagt, dich hier nie wieder blicken zu... Moment, du bist ja gar nicht Seamus McFly. Siehst aber genauso aus wie er, besonders mit diesem bescheuerten Hut. Überhaupt. Aufzug. Guck mal. Der Hut! Hab ich noch nie gesehen. Bist du mit dem Heufarmer verwandt, hä? Na, sag schon. Wie heißt du denn? Eastwood. Clint Eastwood. Clint Eastwood? Nie gehört. Was ist denn das für ein blöder Name? Ich würde sagen, der ist ein Ableger von der Flasche. Hey, Jungs, jetzt guckt euch mal diese feinen Moccasins an. Wie heißt denn das Leder, Mann? Hey, da steht ja was drauf. Nike. Ist wohl ein Indianerdialekt oder sowas, oder? Keeper, ich suche diesen nichtsnutzigen Betrüger von Hufschmied. Hast du ihn gesehen? Nein, Sir, Mr. Ten, habe ich nicht. Tannen? Sie sind Mad Dog Tannen? Oh, jetzt gibt's Ärger. Schnell, hinten raus. Ja, los. Mad Dog? Ich hasse diesen Namen. Ich hasse ihn, hörst du? Niemand nennt mich Mad Dog. Und ganz besonders nicht irgendeine rausgeputzte, milchgesichtige irische Mistfliege. Tanze! Na los, tanze! Na komm schon. Ich will dich tanzen sehen. Da gib dir etwas Mühe. Ich weiß, dass du noch besser tanzen kannst. Na los, sing! Billie Jean is not my lover. Da 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 di, da 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 da. The kid is not my son. Nicht schlecht. Der Junge spielt mit seinem Leben. Hau bloß ab, Junge. Genau das habe ich vor. Hinterher! Er darf uns nicht entkommen! Komm weg, los! Los! Komm schon! Ah, ich habe ihn! Hey, loslassen! Hier ist ein Streckwaffe. Leg ihn um den Hals. Wir haben ein neues Gerichtsgebäude, Junge. Wird Zeit, dass wir jemand daran aufhängen. Und auf mit ihm. Nein! Was soll denn das? Hoch mit ihm. Nicht! Ah! Groß höher. Oh, oh. Bitte. Hey, McFly, wie ist die Luft da oben? Na, schaukel doch nicht so. Hey, was soll das? Ich habe auf 500 Meter Entfernung einem Hund die Flöhe runtergeschossen, Tannen. Und jetzt ziele ich genau auf Ihren Kopf. Lasst ihn runter. Sie schulden mir Geld, Hufschmied. Wie kommen Sie darauf? Mein Gaul hat ein Hufeisen verloren und da Sie ihn beschlagen haben, gebe ich Ihnen die Schuld. Nun, da Sie mich für meine Arbeit nicht bezahlt haben, würde ich sagen, dass wir quitt sind. Falsch. Ich saß auf meinem Pferd, als es das Hufeisen verlor, und dabei wurde ich abgeworfen. Und dabei ging eine Flasche vom besten Kentucky Red Eye Whisky zu Bruch. Hören Sie, wenn Ihr Pferd ein Eisen verloren hat, bringen Sie es wieder her und ich beschlage es nochmal. Ich hab den Gaul abgeknallt. Dann ist es wohl Ihr Problem, Tannen. Falsch. Es ist Ihres. Und darum denke ich, Hufschmied, dass Sie mir $5 für den Whisky schulden. Mhm. Und 75 $ für das Pferd. $80? Der Grund für den tödlichen Schuss. Doc! Marty! Ich gab dir explizite Instruktionen, nicht hierher zurückzukommen, sondern direkt nach 1985 zurückzukehren. Ich weiß, Doc. Aber ich musste kommen. Ich musste. Ach, aber es ist schön, dich zu sehen, Marty. Ich freue mich auch, Sie zu sehen, Doc. Aber wir müssen was mit deinen Sachen unternehmen. Wenn du in diesem Aufzug in der Stadt rumläufst, wirst du noch erschossen. Oder aufgehängt. Welcher Idiot hat dir diese Aufmachung verpasst? Welcher Idiot? Das waren Sie, Doc. Sie.
Doc Emmett Brown hat sich als Hufschmied getarnt. Seine Werkstatt ist in Wirklichkeit ein Labor, in dem der Wissenschaftler seine Experimente durchführt. Hier, das Foto von dem Grabstein, Doc. Von Buffer Tannen wegen eines Streites um $80 in den Rücken geschossen. Buffer Tannen hat schon viele erschossen. Nachdem ich den Grabstein gesehen habe, wollte ich mehr wissen. Ich habe in der Stadtchronik nachgelesen. Und was stand da? Nicht viel. Ich habe es mir aufgeschrieben. Sie werden am 7. September 1885 erschossen. Oh, 7. September? Das ist diesen Montag. Ich wünschte, ich hätte ihm die $80 gegeben. Und wer ist Clara? Auf deinem Zettel steht etwas von einer geliebten Clara. Ich weiß nicht, wer das ist, Doc. Ich dachte, es ist eine Freundin von Ihnen. Marty! Meine Verwicklung in eine derartige soziale Beziehung hier im Jahr 1885 könnte zu einer Störung des Raum-Zeit-Kontinuums führen. Als Wissenschaftler würde ich dieses Risiko niemals eingehen. Gewiss nicht nach all dem, was wir schon durchgemacht haben. Emmett. Hallo, Hubert! Das ist der Bürgermeister. Entschuldigen Sie, Emmett. Letzte Woche auf der Ratsversammlung hatten Sie sich doch freiwillig gemeldet, die neue Schullehrerin am Bahnhof abzuholen. Oh ja, ganz recht. Wir haben soeben die Nachricht erhalten, dass sie morgen ankommt. Hier steht alles. Weitere. Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe. Gern geschehen, Hubert. Ach, Ihr Name ist Clayton. Miss Clayton. Clara Clayton. Tja, Doc. Jetzt wissen wir, wer die geliebte Clara ist. Marty, das ist unmöglich. Die Vorstellung, dass ich mich auf den ersten Blick verlieben könnte, das ist romantischer Unsinn. Es gibt keine wissenschaftlich rationale Erklärung für diese Annahme. Das hat nichts mit Wissenschaft zu tun, Doc. Wenn man der richtigen Frau begegnet, trifft es einen wie ein Blitz. Marty, bitte sag so etwas nicht. Genauso war es auch bei mir und Jennifer. Es hat auf Anhieb gefunkt. Oh, Jennifer. Ich hoffe, es geht ihr gut, Doc. Ich find's nicht gut, dass wir sie einfach auf der Veranda gelassen haben, als wir unsere letzte Zeitreise angetreten haben. Keine Bange, Marty, ihr passiert nichts. Wenn wir wieder im Jahr 1985 sind, brauchst du nur vorbeizufahren und sie aufzuwecken. Oh, Marty, schließ das Ventil da. Da drüben. Ganz nach rechts. Na los, dreh schon, dreh, dreh. Okay, es geht los. Was ist das? Eistee. Möchtest du? Nein, danke. Das ist ein Kühlschrank. Und das im Jahr 1885. Tja, FCKW-frei. Ich glaube, Miss Clayton muss wohl selber sehen, wie sie herkommt. Wenn ich der Frau nicht begegne, gibt es auch keine romantischen Verstrickungen, richtig? Sie sind der Doc. Also gut, wir holen den DeLorean und fahren zurück in die Zukunft. Hören Sie, Doc, bei der Ankunft wurde die Benzinleitung zerfetzt. Wir müssen sie flicken und etwas Benzin besorgen. Sag bloß, wir haben kein Benzin mehr. Und? Was soll's? Wir haben doch den Fusionsgenerator, stimmt's? Der Fusionsgenerator versorgt nur die Zeitleitung und den Fluxkompensator. Aber der eingebaute Verbrennungsmotor läuft nur mit gewöhnlichem Benzin, so war das schon immer. Hier in dieser Gegend wird frühestens im nächsten Jahrhundert eine Tankstelle aufgemacht. Und ohne Benzin kriegen wir den DeLorean niemals auf 88 Meilen pro Stunde. Und was machen wir jetzt? Marty und Doc reiten zu dem DeLorean hinaus, der noch immer in der Felsenhöhle versteckt ist. Sie spannen die Pferde vor den Wagen und dann geht's los. Ja! Ho, ho, schneller, schneller! 20 Meilen, Doc! Ach, es hat keinen Sinn, Marty. Nein, so langsam. Selbst das schnellste Pferd auf der Welt kommt nicht über 35 oder 40 Meilen pro Stunde. Und jetzt? Nehmen wir das hier. Whisky? Der Bartender sagt, es ist der stärkste Schnaps, den er hat. Versuch es, Marty. Gut, ich fülle ihn ein. Gut, jetzt los. Starte.
Verdammt! Ach, die Dosierverteilung der Einspritzanlage ist explodiert. Ach, Mist. Genau, der stärkste Schnaps der Welt, na klar. Die Reparatur wird über einen Monat dauern. Über einen Monat? Doc, Sie werden am Montag erschossen. Ich weiß. Ich wünschte... Warte. Ich hab's. Wir lassen ihn einfach einen Abhang runterrollen. Nein. Ach, wir finden keinen Untergrund, der glatt genug ist. Es sei denn... Aber natürlich! Eis! Wir warten bis zum Winter. Dann ist der See zugefroren und dann... Winter? Doc, wovon reden Sie bloß? In 3 Tagen ist Montag. Ach ja, natürlich. Du hast ja recht. Jetzt gehen wir das noch einmal logisch durch. Wir wissen, dass er nicht mit eigener Kraft fahren kann. Und wir wissen, dass wir ihn nicht ziehen können. Aber wenn wir einen Weg austüfteln, ihn anzuschieben auf 88 Meilen pro Stunde, das ist es. Komm mit! Doc Brown eilt mit Marty zum Bahnhof. Er schnappt sich den Eisenbahningenieur und fragt ihn aus. Wie schnell die Lokomotive fahren kann? Naja, ich habe sie schon mal auf 55 gebracht. Und ich habe gehört, der verrückte Frank Fargo hat aus einer Lok dieser Bauart schon mal 70 rausgeholt. Halten Sie es für möglich, sie auf 90 zu bringen? 90? Junge, ich frage mich, wer es jemals so eilig haben kann. Oh, es dreht sich um eine kleine Wette zwischen ihm und mir. Theoretisch gesprochen würde es also gehen. Naja, ich nehme an, wenn man eine schnurgerade Strecke hat mit dem entsprechenden Gefälle und wenn man die Waggons abgehängt hat und wenn man das Feuer heiß genug kriegt, und damit meine ich heißer als das Feuer jemals in der Hölle sein kann. Ja, Sir, dann wäre es möglich, sie auf dieses Tempo zu bringen. Sagen Sie, wann kommt der nächste Zug hier durch? Montagmorgen um 8 Uhr. Vom Bahnhof aus reiten Doc Brown und Marty an den Schienen entlang, bis sie zu einer Weiche kommen. Hier! Dieses Nebengleis führt von der Hauptstrecke 3 Meilen weit bis zur Clayton-Schlucht. Dort gibt es ein langgestrecktes Gefälle, das auch 1985 noch existieren wird. Genau dort schieben wir den DeLorean mit der Lokomotive an. Komisch. Die Clayton-Schlucht heißt hier auf dieser Karte Schooner-Schlucht. Naja, egal. Es ist perfekt. Eine schöne, lange Strecke, die bis über die Schlucht führt. Weißt du, ganz in der Nähe von dem neuen Siedlungsgebiet in Hilldale. Richtig, Doc. Aber der Karte zufolge gibt es dort keine Brücke. Marty, du musst dich daran gewöhnen, 4-dimensional zu denken. Stimmt. Damit habe ich ein echtes Problem. Versteh doch. Die Brücke wird 1985 existieren. Wenn wir den DeLorean auf 88 Meilen pro Stunde beschleunigen, bevor wir den Rand der Schlucht erreichen, werden wir in einem Punkt der Zeit ankommen, wo die Brücke fertiggestellt ist. Dann haben wir die Schienen unter uns und rollen ungefährdet über die Schlucht hinweg. Und was wird aus der Lokomotive? Ein Wrack! Ein Jammer, dass wir keine Zuschauer haben. In diesem Moment rast eine Kutsche mit einer jungen Frau an den beiden vorbei. Vergeblich versucht die junge Dame, die Pferde zu zügeln. Hilfe! Helfen Sie mir! Hilfe! Großer Gott! Die Pferde rennen in den Abgrund! Ich muss der Frau helfen! Los, hey, 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 hey! Hilfe! Hilfe! Ich komme! Ich komme! Doc Brown handelt schnell und entschlossen. Er jagt hinter der Kutsche her
Und als er auf gleicher Höhe ist, streckt er der jungen Frau seine Hand entgegen. Sie springt im letzten Moment und landet sicher in seinen Armen. Die Kutsche stürzt krachend in den Abgrund. Ich danke Ihnen, Sir. Sie haben mir das Leben gerettet. Emmett Brown, stets zu Diensten. Ich heiße Clayton. Clara Clayton. Welch wundervoller Name. Die Kutsche, sie war gemietet. Ach, machen Sie sich wegen der Kutsche keine Sorgen. Ich bringe das schon in Ordnung, Ma'am. Seien Sie ganz unbesorgt. Oh, Sie sind ein echter Gentleman, Mr. Brown. Emmett. Bitte, sagen Sie Emmett. Emmett. Ich muss Ihnen sagen, ich bin fast froh, dass die Schlange die Pferde erschreckt hat. Andernfalls wären wir uns niemals begegnet. Das war wohl Schicksal. Nun, ich danke Ihnen. Es war mir ein Vergnügen. Ich bringe Sie nach Hause, wenn es Ihnen recht ist. Danach werden wir uns sicherlich noch häufig sehen. Ja? Nun ja, man läuft sich doch mal über den Weg. So ganz zufällig. Nicht? Doc Brown und Marty bringen die Lehrerin zu einem kleinen Häuschen am Rande der Stadt. Dann reiten sie zur Werkstatt des Wissenschaftlers zurück. Ach, kommen Sie, Doc. Haben Sie nicht gesehen, wie sie angeschaut hat? Ja, es war ja auch ein großer Schock für Sie, oder? Um ein Haar wäre Miss Clayton in der Clayton-Schlucht gelandet, stimmt's? Ach du dickes Ei. Hey, Doc! Die Clayton-Schlucht wurde nach einer Lehrerin benannt. Sie soll vor 100 Jahren da reingestürzt sein. Vor 100 Jahren? Brrr. Das ist dieses Jahr. Jedem Schulkind ist diese Geschichte bekannt. Sie wünschen sich, dass alle Lehrer in diese Schlucht fallen. Großer Gott. Das sollte sie also mit der Kutsche abstürzen. Und jetzt habe ich die Geschichte entscheidend verändert. Hören Sie, Doc. Was kann denn schon passieren? Nicht viel. Die Schlucht wird nicht nach ihr benannt. Kommen Sie. Lassen Sie uns den DeLorean startklar machen und dann abhauen. Ach, ich wünschte, ich hätte diese teuflische Zeitmaschine niemals erfunden. Sie hat nichts als Katastrophen verursacht. Am Abend startet ein großes Fest in Hill Valley. Die neue Uhr am Rathaus wird eingeweiht. Es ist die Uhr, die 100 Jahre später bei der Zeitreise eine entscheidende Rolle spielen wird. Natürlich sind auch Doc Brown und Marty dabei. Auch Clara Clayton erscheint. Und sie kann den Wissenschaftler sogar zu einem Tanz überreden. Aber es gibt auch unliebsame Gäste. Kommen Sie näher, Gentlemen, und beweisen Sie Ihr Können mit den neuesten Schusswaffen von Colonel Sam Colt. Sehen Sie dieses neue Modell hier. Es ist der verbesserte Peacemaker. Heute Abend kann er Ihnen gehören für sage und schreibe nur $12. Junger Mann, wie wär's mit dir? Willst du es mal versuchen? Na komm schon. Nein, danke. Sogar ein Baby könnte damit umgehen. Oder hast du Angst? Nein, ich habe vor nichts Angst. Dann tritt vor und verhalte dich wie ein Mann. Also, pass auf. Du spannst den Hahn und drückst einfach ab. Oh. Nein, 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 nein. Einfach spannen. Ganz sacht. Es geht butterweich. So, jetzt bist du dran. Na schön. Hey, erkläre mir mal, wo hast du so gut schießen gelernt? Auf dem Oktoberfest. Hm? Schieb den Schmied zur Seite. Will mit Miss Clayton tanzen. Miss Clayton? Bitte lassen Sie uns. Wir tanzen gerade. Das sehe ich. Willst du mich der Lady nicht vorstellen, Schmiedchen? Das Vergnügen werde ich Ihnen nicht bereiten, Buffett. Da müssen Sie mich schon erschießen. Einverstanden. Nein! Nein! Emmett, ich werde mit ihm tanzen. Ich tanze mit ihm. Jungs,
leistet dem Hufschmied Gesellschaft, während ich mit der Stute tanze. Ja, das finden wir auch nicht. Die Walz mit der Lehrerin. Los! Ich tanze nicht besonders gut, wenn mein Partner eine Waffe in der Hand hält. Dann werden Sie es lernen. Nein, lassen Sie mich. Jetzt wird es Marty zu viel. Er greift nach einer Tortenplatte und lässt sie nach Art einer Frisbee-Scheibe durch die Luft sausen. Sie trifft Buffett und der grobe Kerl lässt Clara los. Oh. Hör auf, Dicker! Mach hier nicht auf Rambo! Mächtig starke Worte, Kleiner. Bist du manns genug, mit mehr als einer Tortenplatte zu schmeißen? Trittst du gegen mich an? Lassen Sie meinen Freund in Ruhe. Und die Lehrerin auch. Du hast ein loses Mundwerk. Feige Sau. Niemand nennt mich eine feige Sau. Dann lass es uns austragen. Jetzt. Hey, warte. Nicht jetzt, Buffett. Der Marshal hat unsere Kanonen. Na schön, Mistfliege. Dann werden wir sie morgen austragen. Morgen wollen wir die Postkutsche aus Pine City überfallen. Und was ist mit Montag? Haben wir Montag noch was frei? Montag wäre prima. Leg ihn Montag um. Also ich komme am Montag hier vorbei, ja? Und dann tragen wir es aus. Da drüben auf der Straße. Vorm Palace Saloon. Ja, okay. Wann? 12 Uhr mittags? Mittags? Ich kille meine Leute vor dem Frühstück. 7 Uhr, klar? 8 Uhr, klar? Ich kille meine Leute nach dem Frühstück. Marty, tu das nicht! 8 Uhr. Montagmorgen, Kleiner. Und wenn du nicht aufkreuzt, jage ich dich und knalle dich wie eine räudige Ente ab. Buffett, es heißt Hund. Wie einen räudigen Hund abknallen. Ja, sicher. Hauptsache es klappt. Na los, kommt Leute, wir hauen ab. Ja, klar, gehen wir. Hey, Mensch, guck mal nicht so. Marty, was soll denn das? Du kannst dich doch nicht mit Hennen duellieren. Hey, Doc! Doc! Keine Bange. Montag früh um 8 Uhr ist alles gelaufen. Da sind wir längst verschwunden. Vorausgesetzt, der Zug hat keine Verspätung. Verspätung? Hat er nicht. Und wir hauen allein ab, Doc. Ohne Clara. Was? Aber ich liebe sie. Doc, Sie sind Wissenschaftler. Es würde alles durcheinander bringen. Das wissen Sie doch. Ach, du hast recht. Ich muss es mir überlegen. Wir gehen jetzt. Ich bringe Clara nach Hause. Okay. Gute Nacht, Doc. Nacht, Clara. Ha, du gefällst mir. Ich möchte dir einen nagelneuen Peacemaker samt Patronengurt geben. Kostenlos. Kostenlos? Ich möchte, dass jeder in der Stadt erfährt, dass die Waffe, die Buffett tötete, eine Original-Peacemaker war. Gar kein Problem. 1000 Dank. Mr. Eastwood, darf ich Maß nehmen? Maß nehmen? Wofür? Ich brauche keinen Anzug. Nein, nicht für den Anzug. Für den Sarg. Ich bin kein Schneider, ich bin Beerdigungsunternehmer. Man muss immer an seine Zukunft denken. Ich hoffe, Sie tun das auch. Ich? Ich denke ständig daran. Für mich gibt's gar kein anderes Thema. Nun kommen die Dinge in Fahrt. Doc Brown und Marty haben viel zu tun. Sie bereiten das Zeitreiseauto auf das große Experiment vor. Mitten in der Nacht bringen sie es auf die Schienen und auf das Nebengleis, das zur Schlucht führt. Emmett Brown entschließt sich schweren Herzens, Clara in dieser Zeit zurückzulassen. Geknickt sitzt er an der Theke im Saloon. Emmett, was darf's denn sein? Das Übliche? Nein, Chester. Heute brauche ich was viel Stärkeres. Whisky. Bist du sicher, Emmett? Du weißt doch, was mit dir am Nationalfeiertag geschah. Whisky! Okay, wie du willst. Ich möchte nur nicht, dass du einen Fehler begehst. Lass die Flasche gleich hier. Ist wegen einer Frau, stimmt's? Ich kann dir nur sagen, du kommst darüber weg, ganz sicher. Clara ist einmalig unter Millionen. Ach, unter Milliarden. Und ich habe sie für alle Zeiten verloren. Ich kann dir versichern, dass es noch andere Frauen gibt. Willst du mich endlich trinken?
Doc! Was tun Sie denn da? Ich habe sie verloren, Marty. Hier hält mich nichts mehr. Na schön, Doc. Sie müssen mitkommen. Es ist schon bald 8 Uhr. Wohin? Zurück in die Zukunft. Genau. Na, dann wollen wir mal. Also. Gentlemen, entschuldigen Sie mich, aber mein Freund und ich dürfen den Zug nicht verpassen. Auf Ihr Wohl, Hufschmied. Ja. Und auf die Zukunft. Prost! Prost! Emmet nicht! Doc! Doc! Doc, los, kommen Sie! Wachen Sie auf! Kommen Sie zu sich, Doc! Wie viel hat er gehabt? Nur einen. Einen? Er verträgt einfach keinen Schnaps. Sowas haut ihn um. Wenn du ihn schnell wieder nüchtern kriegen willst, Sohn, musst du ihm was Kräftiges geben. Okay, was schlagen Sie vor? Hier, trichtern Sie es ihm ein. In 10 Minuten wird er so nüchtern wie ein Priester am Sonntagmorgen sein. In 10 Minuten? Oh, dann ist es 8 Uhr. Warum ist bei uns immer alles so verdammt knapp? Hier, setz ihm die Wäscheklammer auf die Nase. Gut so. Und jetzt den Mund auf. Ja, gut. Und hinein mit dem Zeug. Und das hilft? Volle Deckung! Nur seht euch den Schmied an. Wie der läuft. Das Zeug rennt ihm die Innereien weg. Weg ist er. Doc, wo wollen Sie denn hin? Da, seht bloß. In den Wassertrog gestürzt. Er ist immer noch weg. Oh, das war nur eine Reflexhandlung. Es wird noch ein paar Minuten dauern, bis er von dem Zeug einen klaren Kopf bekommt. Perfekt. Marty hebt Doc Brown aus dem Wassertrog und schleppt ihn in den Saloon. Hier versucht er, ihn wieder zu sich zu bringen. Und die Zeit verstreicht. Nun machen Sie schon, Doc. Die Zeit drängt. Wir müssen los. Ach, wachen Sie doch endlich auf. Bist du da drin, Clint Eastwood? Buffett. Es ist 8 Uhr. Ich fordere dich heraus. Was? Es ist noch nicht 8, es ist... Auf meiner Uhr ist es 8. Jetzt lasst uns die Sache ein für alle Mal aus der Welt schaffen. Oder hast du Angst? Und ob ich die habe? Hören Sie, ich habe heute keine besondere Lust dazu. Deshalb werden wir die Sache abblasen. Abblasen? Abblasen, hast du gesagt? Wie meint er denn das? Er meint, dass du kampflos gewinnst. Ohne Schießerei? Ach, das geht doch gar nicht. Hey, das kannst du nicht tun. Ich zähle jetzt bis 10, du kleiner Hosenscheißer. 1, 2... Doc, kommen Sie. Werden Sie nüchtern, Kumpel. Doc, wachen Sie auf. Geh lieber raus, Junge. Ich habe 20 Golddollar auf dich gesetzt. Also, lass mich nicht hängen. 3. Ich habe 30 Dollar gegen dich gesetzt, also lass mich nicht hängen. 4. Was ist das? Wenn ich ihn erschieße, gewinnst du 20 Dollar. Lass ich mich erschießen, gewinnst du 30. Was soll ich denn nun machen? Ihn erschießen oder mich erschießen lassen? Am besten beides. 5. Nimm es lieber auf dich, Junge, denn wenn du nicht rausgehst... Was ist dann? 6. Überall werden die Leute sagen, Clint Eastwood ist der größte Hosenscheißer im Westen. 7. Es interessiert mich nicht, was Buffer Tannen sagt. Und es ist mir auch egal, was alle anderen sagen. Doc, ist alles okay? Ich denke, ja. Oh, mir brummt der Schädel. Kommst du endlich raus? Oder muss ich dich holen? Hör zu, Eastwood. Ich muss heute jemanden erschießen. Und am liebsten dich. Vergiss mich, Marty, und rette dein Leben. Hey, und was mit meinen 30 Dollar? Während Buffer Tannen zum Duell drängt, kommt der Zug. Clara steigt ein und der Zug fährt ab. Clara sieht nicht, wie Marty aus dem Saloon kommt und auf die Straße hinaustritt, um sich Buffer Tannen zum Duell zu stellen.
Die Zeit ist um, Kleiner. Gleich trittst du deinem Schöpfer gegenüber. Er kommt. Der Kleine wagt es. Gleich knallt es. Der ist so gut wie tot. Immerfort legt ihn um. Sicher. Hier bin ich, Tannen. Na also, sieh! Ich? Nein. Ich dachte, wir beide könnten das wie Männer regeln. Da hast du falsch gedacht, Kleiner. Wenn du nicht siehst, dann lege ich dich auch so um. Der Kleine hat sich nicht... Er ist tot, ja. Er liegt ganz platt auf dem Boden. Ja. Danke, Kleiner. Ach Mann, so leicht war es noch nie für mich, jemand umzulegen. Jetzt gebe ich dir noch eine Kugel. Zur Sicherheit. Jetzt reicht's. Plötzlich steht Marty wieder auf den Beinen. Er schlägt Buffer Tannen die Waffe aus der Hand. Tannen schlägt zurück. Und seine Faust prallt gegen die Eisenplatte eines Ofens, die Marty unter seinem Hemd trägt. Hui! Au, meine Hand! Oh. Ich hab noch mehr für dich. Das! Und das! Und das! Es reicht, Junge. Oh! Chef! Buffer Tannen, Sie und Ihre Kumpane sind verhaftet. Wegen des Überfalls auf die Postkutsche von Pine City. Marty! Der Zug! Auf die Pferde! Schnell! Ich komme! Höher, höher, höher! Ja, ja, ja! Wir fangen den Zug an, Kojoten! Pass ab! Ja, ja! Ja! Die Zeit ist knapp geworden. Marty und Doc Brown treiben ihre Pferde zu höchster Eile an. Sie holen den Zug ein, springen auf und eilen über die Dächer der Waggons nach vorn zur Lok. Dann hängen sie die Waggons ab, denn die Fahrt der Lok soll ja in der Schlucht enden. Doc Brown bemerkt nicht, dass Clara Clayton im Zug ist, ihn gesehen hat und ihm gefolgt ist. Er ist damit beschäftigt, den Lokführer zu überwältigen. Hände hoch! Ist das ein Überfall? Nein, mehr ein wissenschaftliches Experiment! Springen Sie ab, Mann! Bei der Fahrt sind Sie verrückt! Sie werden sich schon nichts tun! Raus! Ah! Er ist weich gelandet! Halten Sie den Zug an, Doc! Dort vorne ist die Weiche! Da steht unser DeLorean! So was wollte ich schon immer mal machen! Der Zug hält. Marty springt raus, stellt die Weiche um, rennt zum DeLorean und steigt ein. Doc Brown schiebt den Wagen mit der Lok an. Schneller und immer schneller geht es auf die große Schleife zu, die an der Schlucht endet. Marty und der Wissenschaftler können mit Hilfe von Walkie-Talkies miteinander reden. Und noch immer merken sie nicht, dass Clara es bis zur Lok geschafft hat. Schneller, Doc! Geht gleich los! Jetzt gehen meine Super-Zündis ins Feuer. Komprimiertes Holz mit Anthrazit chemisch behandelt. Brennt schön heiß. Meine Erfindung. Jetzt! Super, Doc! Wir werden schneller! Marty, schalte die Zeitleitung ein und gib die Zielzeit ein. 27. Oktober 1985, 11 Uhr vormittags. Erledigt! Hoffentlich erreichen wir 88 Meilen pro Stunde, bevor der Druckmesser über 2000 geht. Wieso? Was passiert, wenn er über 2000 geht? Dann fliegt uns der Kessel um die Ohren. Perfekt. Wir haben jetzt 35 Meilen drauf. Okay, ich werfe noch 2 Zündis in den Kessel. Doc, kommt Sie ins Auto. Bringen Sie zu mir rüber, schnell. Ja, ja, ich komme. Wir haben jetzt 45 drauf, Doc. 50. Doc, was ist los? Wer hat da gesagt, er liebt mich? Dich doch nicht, Himmel! Clara ist hier, im Führerstand der Lok. Ich muss sie holen. Nein, Doc! Wir sind schon an der Windmühle vorbei. Es ist zu spät. Wir haben über 60 Meilen drauf. Kommen Sie, Doc! Kommen Sie! Gleich kommt der nächste Schub. Dann schwirrt sie in die Schlucht. Die heißt doch Clayton-Schlucht. Das lasse ich nicht so, niemals.
Schick ihr das Hoverboard! Sind Sie bereit, Doc? Ja! Ja, hier mit dem Hoverboard! Clara und ich werden draufsteigen. Es kommt! Passen Sie auf! Jetzt! Wow! Klasse! Ah! Ach du dickes Ei! Der DeLorean durchbricht die Zeitmauer und rast über die Schlucht hinweg. Doch da kommt Marty einer Lokomotive entgegen. Ihm bleibt nur eins. Er lässt sich aus dem Wagen fallen und dann kracht es auch so. Da haben Sie es, Doc. Der DeLorean ist zerstört. Die Zeitmaschine ist nicht mehr. Genau wie Sie es wollten. Ach du dickes Ei. Jetzt müssen Sie mit Clara im Jahr 1885 bleiben. Nun wird alles gut. Die Gegenwart ist wieder so, wie sie sein soll. Marty eilt zu seiner Jennifer. Und auch mit ihr ist alles in Ordnung. Es scheint, als hätte es die verschiedenen Abenteuer in Zukunft und Vergangenheit nicht gegeben. Nur Emmett Brown fehlt. Marty eilt zu seiner geliebten Jennifer und kehrt dann mit ihr zur Brücke zurück, um ihr die Reste der Zeitmaschine zu zeigen, die um die Schienen herum verstreut liegen. Hast recht, ist nicht viel übrig geblieben von der Zeitmaschine. Doc kommt niemals zurück. Er wird mir ganz schön fehlen, Jane. Ah! Was zum Teufel ist das? Doc! Doc, was ist denn das für eine Zeitmaschine? Sie fährt mit Dampf. Ach, übrigens, das ist meine Familie, Marty. Clara kennst du ja schon. Hi, Marty. Und das sind unsere beiden Jungs. Jules und Vern. Jungs, das sind Marty und Jennifer. Hi, Marty. Hi, Marty. Hi. Doc, ich habe geglaubt, wir würden uns nie wiedersehen. Ein guter Wissenschaftler lässt sich nicht unterkriegen. Ich musste doch zurückkommen. Ich werde Einstein mitnehmen. Und ich möchte nicht, dass du dir Sorgen um mich machst. Doc Brown, ich habe diesen Zettel hier aus der Zukunft mitgebracht. Doch jetzt steht überhaupt nichts mehr drauf. Alles ist verschwunden. Selbstverständlich ist alles verschwunden. Aber was hat das zu bedeuten? Das bedeutet, dass deine Zukunft bis jetzt noch nicht geschrieben ist. Wie bei allen Menschen. Deine Zukunft ist immer das, was du daraus machst. Also, gebt euch ein bisschen Mühe. Alle beide, ja? Ja, machen wir, Doc. Zurücktreten, bitte. Okay. Jules? Okay, Pa. Vern, schnallt euch an. Schon fertig. Okay, Pa, schon fertig. Hey, Doc! Wohin soll's denn jetzt gehen? Zurück in die Zukunft? Nein, da bin ich schon gewesen.